Jo, grüezi miteinander. Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Commentary und ja, der Anfang war zwar beschissen, aber egal. Ich habe ja gesagt, ich will eigentlich eine neue Begrüßung einfügen, aber ich habe keinen Plan, was ich da sagen könnte, deshalb, die sollte ja eigentlich auf Schweizerdeutsch irgendwas sein. Also wenn irgendwer von euch, der Schweizer ist, da eine Idee hat, schreibt es mir unten rein. So. Ich spiele hier Battlefield 3 wieder mal. Ich habe es mir letztes wieder angetan. Trotzdem Patch, den ich ja verabscheue schon fast. Aber egal. Ich muss sagen, es lief eigentlich ganz gut. Und ja. Ich benutze hier, mein Setup ist... Also ich bin Sanitäter, also Medic oder Assault, Sturmsoldat, wie auch immer. Ich benutze hier die AK-47 mit Schalldämpfer und einem Cobra Rohpunktvisier. Dann die MP-412 als Sekundärwaffe. Das Medikit, ja, Defibrillator. Und dann habe ich mehr Granaten dabei. Und ja. Was ich heute eigentlich ein bisschen besprechen will, ist einfach an sich die Sturmsoldatenklasse. Und zwar ist das eigentlich in meinen Augen die stärkste Klasse, wie ich finde. Das Spiel ist natürlich im Vergleich zu den meisten anderen immer noch übelst gut gebalanced. Aber ich finde doch, der Sturmsoldat hat ein bisschen viele Sachen, die besser sind wie bei anderen Klassen. Sprich, zum Beispiel, er kann sich selbst heilen, was ja, ist ja klar, er ist Medic. Das ist ja auch nicht das Schlimme. Nur ich finde, seine Waffen sind auch irgendwie die stärksten. Also sie sind eigentlich relativ genau. Sie machen recht gut Schaden. Und es gibt eigentlich für jede Situation fast ein Sturmgewehr. Es gibt Sturmgewehre, die im Nahkampf gut sind, Sturmgewehre, die für größere Distanzen perfekt sind. Und also in meinen Augen sind die Sturmgewehre wirklich die stärkste Waffengruppe. Da man mit dem Sturmsoldaten, wenn man es, ja, sag ich mal, einigermaßen kann man damit sogar Sniper ausschalten. Ja, okay. Mehr oder weniger Sniper ausschalten. Hier auf der Map, auf Metro zum Beispiel, geht das übelst gut, weil sie nicht allzu groß ist. Auf so Maps wie zum Beispiel Operation Firestorm oder so, da ist das natürlich unmöglich fast. Je nachdem, wie weit der Sniper natürlich wegsetzt. Weit weg ist. Aber trotzdem. Übrigens, wenn ihr im Hintergrund so Geräusche hört, das waren meine Kollegen, die mit mir im Teamspeak waren. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Ja, und die AK, die ich hier benutze, ist definitiv eigentlich meine Favorite Assault Rifle. Ich denke einfach, es kommt daher, dass die AK eigentlich mein liebstes Sturmgewehr allgemein ist. Nicht nur in Battlefield, sondern wirklich allgemein. Es kommt von Counter-Strike her, weil früher war ich ja übelster Counter-Strike-Suchti und habe eigentlich jeden Tag immer 2-3 Stunden Counter-Strike gezockt. Und weil ich die AK eigentlich die beste Waffe fand, von der Theorie her, sag ich mal, habe ich da übelst mit der geübt, weil das war in Counter-Strike doch mehr die Waffe, die ein bisschen eigen war, die man richtig, ja, quasi beherrschen musste. Die war wirklich schwer zu spielen. Und da habe ich wirklich jeden Tag die 2-3 Stunden praktisch immer nur mit der AK gezockt. Ich kann es heute noch nicht richtig, aber ja, immerhin einigermaßen. Hier übrigens übelster Fight. Da ist er dann weg. Und ich fand die AK einfach auch die geilste Waffe, muss man dazu sagen. Dann nach Counter-Strike was kam da eigentlich für ein Spiel?
glaube, da kam schon Bad Company, oder? Also ne, Team Fortress zuerst, aber das sehe ich jetzt nicht, weil es ein Comic-Shooter mehr ist. Ich glaube, wirklich Battlefield kam dann, also Bad Company 2. Und da kam ja das Vietnam DLC, da habe ich, ist eigentlich auch die AK meine Lieblingswaffe, die ist auch übelst stark. Ich finde sogar, die ist fast überpowered, aber ja, sagen wir mal so, die anderen Sturmgewehre sind auch übelst geil eigentlich. Von dem her, ja, aber ich fand die AK in Vietnam auch am geilsten und auch am besten. Und habe da auch nur die AK gespielt, bis ich einen Platin hatte. Mit den anderen Waffen hatte ich vielleicht höchstens mit der Sniper einen Goldstar oder so, aber die AK hatte ich halt eben schon auf Platin raufgelevelt. Und es wurde mir auch nie langweilig mit der Waffe, weil die einfach übelst Style hat. Von mir aus gesehen jedenfalls, sagen wir es mal so. Und ich finde das in jedem Spiel, die AK extrem cool eigentlich, außer in Call of Duty. Weil, also in Modern Warfare, in den Modern Warfare Teilen 2 und 3, sagen wir es mal so. Weil in MW1 und in Black Ops, was die AK-47 ja auch gibt, da ist sie wie in Battlefield mehr eine schlanke Waffe, kann man sagen. Und die AK ist keine extrem breite Waffe, das kann ich euch versichern, weil ich habe die schon mal in echt gesehen, sagen wir mal so. Die ist also doch eher ein bisschen schlank und in Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3, da sieht die AK so richtig breit aus irgendwie. Und ich finde, das passt einfach nicht zu der Waffe. Außerdem ist sie in MW2 übelst stark, also irgendwie 1-2 Schuss und der Gegner liegt auf dem Boden. Und ich spiele einfach nicht gern mit überpowerten Waffen, weil das kommt mir einfach unfair vor, was ja auch ist eigentlich. Deshalb spiele ich nie mit denen. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich in MW2 die AK fast schon verabscheue. Ich hasse das Ding da wirklich. In MW3 habe ich sie ehrlich gesagt noch fast nie ausprobiert, aber das will ich auch nicht, weil MW2 hat mir gereicht. Übrigens habe ich jetzt alle Call of Duties deinstalliert, außer Black Ops, weil MW1 spiele ich nicht, da bei mir irgendwie der Code, obwohl ich es mir bei Steam gekauft habe, der Code funktioniert irgendwie nicht und ich kann nur auf Hack-Servern zocken, also Hack, sprich privaten Servern. Die sind natürlich nicht ganz so gut geschützt wie die anderen und da gibt es dann auch entsprechend viele Cheater. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. MW2, ja, ich sag mal, ich spiele 5 Minuten und der Bildschirm fliegt durch die Luft. Ja, okay, nicht gerade so extrem, aber es ist schon übertrieben, wie ich mich da aufrege und deshalb habe ich das mal deinstalliert. MW3 genauso. MW3 fand ich zwar eigentlich gar nicht so schlimm vom Aufregen her, aber einfach, mir geht es einfach auf den Sack, wenn man in den Frei für alle geht, was ich gerne mal zwischendurch zocke. Da haben alle die FMG 9 Akimbo und irgendwie die, keine Ahnung, P90 oder MP7, irgendwas, was auch richtig schön aufregt. Und hocken sich irgendwo in die Ecke. Und ich bin meist mit 1-2 anderen Typen der Einzige, der rumlatscht und die ganze Zeit aufs Maul kriegt. Hier habe ich übrigens die Waffe aufheben müssen, weil ich keine Muni mehr hatte. Es war zu meinem Glück auch eine AK. Und was hat die für ein Scope? Ich glaube, das ist, also es ist ein Vierfach-Zoom, aber ich weiß nicht genau, wie der heißt. Und das war das erste Mal, dass ich die mit so einem Zoom gespielt habe und das werde ich definitiv wieder mal selber machen. Denn guckt euch an, sobald ich die Waffe aufgehoben hatte, da ging es übelst ab, auch später dann. Und den Schalldämpfer empfehle ich euch übrigens nicht für die AK. Ich habe sie hier das erste Mal ausprobiert. Und ja, die Waffe dazu, einfach aus der Entfernung ist sie viel zu schwach mit dem Schalldämpfer. Und man kann aus der Entfernung Kills eigentlich vergessen. Ja.
trotzdem habe ich hier hatte ich nur das Problem, ich nehme nie den Granatwerfer eigentlich, ich finde den übelst bekloppt und konnte mich deshalb auch nicht heilen. Also muss ich immer wieder mal hier ein bisschen im Dreck wühlen, um wieder Energie aufzutanken. Aber naja. So, wo war ich genau? Ah ja, MW2, MW3. Wie ich eigentlich abschweife. Am Anfang wollte ich was über den Sturmsoldaten sagen und jetzt hier MW2, MW3. Egal. Gehen wir von dem Call of Duty Thema weg, denn das ist ja eigentlich wirklich nicht, ja, was ich jetzt euch hier erzählen will. Ihr guckt euch an, wie genau das Ding ist. Zack, da ist er weg und zack, noch einer weg. Jedenfalls, der Sturmsoldat ist ja vom Versorger zum Medic umgerüstet worden, von Bad Company zu Battlefield 3 meine ich jetzt. Genauso wie es eigentlich auch in den alten Battlefield war. In Battlefield 2 war es nicht so, glaube ich, aber da gab es auch noch 7 oder 8 Klassen und nicht nur 4. Und 2142 war ich das erste Battlefield mit 4 Klassen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Da war der Sturmsoldat Medic und der Versorgersoldat halt, ja, Versorger hatte halt auch ein Maschinengewehr. Genau wie es in Battlefield 3 auch ist. Das haben sie hier wieder übernommen und ich finde eigentlich theoretisch die Kombi gut so, weil man dann halt die Granaten nicht spammen kann als Sturmsoldat. Also in Battlefield 3 wäre es richtig beschissen gewesen, wenn der mit dem Granatwerfer die Munition gehabt hätte. In Bad Company ist das jetzt nicht so schlimm, wie ich finde. Aber ja. Trotzdem, also ich finde es schon gut, dass der Medic hier wieder der Typ ist mit den Sturmgewehren. Und ich finde einfach, wie gesagt, Medic ist die noob-freundlichste Klasse fast. Und jetzt guckt euch das hier an. Habt ihr gesehen, wie viel ich den getroffen habe? Zack. 0% hat der Arsch. Naja. Kann man nichts machen. Und da hat er erst noch die wie heißt die? Diese Schrotflinte für das Sturmgewehr. Na egal. Jedenfalls finde ich, wie gesagt, Sturmsoldat in Battlefield 3 ist am besten für Anfänger gedacht, da sie einfach wirklich am einfachsten zu spielen ist und ohne dass man wirklich groß etwas macht, was jetzt Killen angeht, kann man eigentlich relativ viele Punkte holen. Sprich mit Heilen, mit Wiederbeleben und auch mit Unterdrücken theoretisch. Nur meistens ist es so, wenn man hier nicht eine AK mit Schalldämpfer nimmt, dann, wenn man eigentlich auf den Gegner schießt mit dem Sturmgewehr und der ist einigermaßen im Sichtfeld, dann stirbt er auch. Vor allem mit den M16 Sturmgewehren ist das extrem so. Die brauchen extrem wenig Schuss, wie ich finde. Ich denke, die könnte man sogar ein bisschen runterschrauben von der Stärke her. Und keine Ahnung, also ich finde auch, der Sturmsoldat hat in letzter Zeit ein bisschen viel in den Arsch geschoben bekommen, auf gut Deutsch gesagt. Ich meine, mit der Schrotflinte, die ja jetzt überpowered ist wie bekloppt, ich meine wirklich, da kann man aus ca. 20 Meter mit der Schrotflinte 2 Schüsse abfeuern oder so und der Gegner ist weg. Also das finde ich dann schon ein bisschen übertrieben. Und halt eben auch mit der Unterdrückung, die bei Sturmsoldaten relativ wenig eigentlich, soll ich sagen, Wirkung zeigt. Mit den Sturmgewehren trifft man fast noch am besten, wenn man unterdrückt ist. Zusammen mit den Karabinern vom Pionier. Aber wieso heißen die Waffen eigentlich Karabiner? Ja, egal. Und ich weiß nicht, ich finde einfach, der Sturmsoldat ist wirklich ein bisschen bevorzugt, kommt es mir schon fast vor. Weil, wenn man guckt, auch bei den DLCs, neuen DLCs sind so viele Waffen angekündigt, die
in meinen Augen für den Sturmsoldat sein könnten und für einen Sniper. Zum Beispiel ist, glaube ich, nur eine kann man ganz sicher sagen, sie ist vom Sniper. Die anderen, ja, kann man sich quasi mehr oder weniger wünschen, dass sie vom Sniper sind oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wirklich im nächsten DLC nur eine Sniper ist und dafür 3 Sturmgewehr, was ich zwar scheiße finden würde, aber ja, wenn es dann irgendwann mal 3 Sniper gibt, dafür nur ein Sturmgewehr oder so, ja, ist das eigentlich auch okay. So, hier meine Stats sind, glaube ich, 21,3 und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja, wie gesagt, mal schreiben wegen der Begrüßung, die Schweizer unter euch. Und was ihr denn so vom Sturmsoldaten haltet, ob ihr den zu stark findet oder genau richtig. Ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Commentary und wir sehen uns dann.